Hallo zusammen, herzlich willkommen zur schon 12. Folge von Swissinfo doof aus Switzerland. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Zuschauer noch an die Masseneinwanderungsinitiative, die im Februar 2014 angenommen worden ist. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, es ist eine ziemlich knappe Sache gewesen. Es ist mit 50,3 zu 49,7% angenommen worden. Und es hat eigentlich besagt, oder es besagt jetzt eben, dass neuerdings nicht mehr Personenfreizügigkeit herrschen soll. Das heisst, man kann nicht mehr einfach so in die Schweiz kommen, wohnen oder arbeiten oder leben oder auch einkaufen. Sondern es wird aber jetzt genau überwacht und man muss je nachdem auch irgendwann wieder raus. Zumindest wäre das das Ziel von der Masseneinwanderungsinitiative. Die muss natürlich auch mal zuerst umgesetzt werden. Für das hat der Bundesrat jetzt seinen Vorschlag zur Umsetzung von dieser Initiative eingereicht. Allen zu gefallen scheint der Vorschlag aber nicht. Verschiedene Kantone finden, sie haben zu wenig Mitspracherecht an dieser Umsetzung. Sie fordern zum Beispiel, dass jeder Kanton selber reglementieren darf, wie viele Leute jetzt reinkommen und so weiter. Jetzt steht da natürlich die Frage im Raum, wäre das kontraproduktiv oder wäre das vielleicht etwas Gutes? Es geht wie so oft Pro und Contra und fangen wir diesmal mit dem Pro an. Gewisse Kantone finden die Umsetzung von dieser Initiative als ein bisschen zu harmlos, weil vor allem die Kantone ein Ballungszentrum von der Einwanderung sind. Ein Kontraargument wäre ja der Ausgleich zwischen den Schweizern, das heisst, man kann nicht plötzlich einen Kanton besser behandeln wie einen anderen. Ein Horrorszenario wäre dann, dass sich die Kantone immer weiter aufschaukeln, bis am Schluss gar niemand mehr reingelassen wird. Vielleicht sogar auch Leute aus anderen Kantonen nicht mehr. Tja, und dann heisst's: Leckt mich am Arsch! Okay, aber das müsste wirklich das absolute Horrorszenario sein und wir wollen das auch gar nicht genauer anschauen. Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Aber was sagt ihr dazu? Fändet ihr das eine gute Sache, wenn ab jetzt jeder Kanton selber bestimmen kann, wie viele Leute er reinlässt und so weiter und so fort? Ab in die Kommentare. Und heute habe ich ausnahmsweise ein zweites Thema. Wie gesagt, ich bin immer für Vorschläge dankbar, wenn ihr mir auch sagt, was ich besser machen kann. Und jemand hat mir eben vorgeschlagen, mal mehrere Themen in eine Folge zu packen, was ich jetzt auch mache. Ab dem Jahr 2018 sind Schweizer Steuerflüchter mit Konten im Ausland nicht mehr sicher. Das ist doch schon mal gut. Ab diesem Jahr sollen nämlich die Schweiz Daten von Ausländern, die ihr Konto in der Schweiz haben, ans jeweilige Herkunftsland von dem Ausländer weitergeben. Und im Austausch bekommen wir Schweizer dafür Daten von Schweizer, die Konten in dem anderen Land haben und möglicherweise die Steuern hinterziehen. Das ist an sich eine gute Sache, damit werden weniger Steuern hinterzogen, sowohl in der Schweiz als auch in anderen Ländern, aber da wehren sich ja plötzlich Leute dagegen. Das sind natürlich nicht Leute, die die Steuern selber hinterziehen. Nein, nein, das sind vielmehr unsere eigenen Kantone. Die Regierungen von unseren Kantonen sagen: Oh mein Gott, da bekommen wir plötzlich 1 bis 2 Millionen Meldungen im Jahr. Das kostet uns 7,5 Millionen Franken auf die ganze Schweiz bezogen. Und das ist ja wieder mal super. Da können wir einfach keine Steuern holen, weil es zu viel kostet. Ist das nicht genial? Meine Güte, da könnten wir im besten Fall, oder eigentlich eher im schlimmsten Fall, mehrere 100 Millionen an Steuern zusätzlich gewinnen, weil die schon lange hätten müssen bezahlt werden. Und jetzt scheitert das wegen 7,5 Millionen, die nicht im Voraus bezahlt werden können, um den Versuch zu wagen. Leute, hebt einfach mal bitte ganz kurz eure Füße, ja, schön Füße heben. Wir stehen, glaube ich, einige Leute auf der Leitung. Jetzt komm raus, wo hast du dich versteckt? Okay, nein, ich weiss, jetzt ist heute irgendwie nicht gerade eine sehr objektive Folge gewesen, sondern ziemlich subjektiv geprägt. Und darum wäre jetzt meine Frage an euch: Was ihr lieber habt, soll ich mehr objektiv, distanziert berichten oder soll ich doch meine eigene Meinung ein bisschen einbringen? Schreibt es mir einfach in den Kommentaren, dass ich es in Zukunft weiss. Tja, und das wär's auch wieder mal gesehen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und sonst einfach noch einen schönen Montag. Tschüss zusammen!